you from? Okay, lass mich roten. Liverpool? Liverpool. Ah, ja! Okay, das ist nicht so schwierig gewesen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu wieder mal einem Video hier aus Switzerland. Ich nehme mal an, den meisten dürfte die Position, in der ich mich jetzt vorfinde, unbekannt sein und das hat auch seinen Grund. Ich sitze nämlich hier gerade vor meinem Computer. Ihr seht jetzt also in Echtzeit, was ich gerade am Anschauen bin und momentan habe ich mich jetzt eben auf der Blick am Abend-Seite von Facebook gesucht, weil Blick am Abend und Blick allgemein ja einmal mein Wissen von auch bei Ihnen zeigt, was ich super cool finde und sagen wir es so, das Publikum von Blick am Abend ist ein bisschen kritischer als das Publikum auf YouTube und ich finde es einfach mega interessant, was dort in den Kommentaren abgegangen ist. Mein Vater und ich haben das zusammen durchgeschaut, bei manchen Kommentaren sind wir einfach am Boden gelegen vor Lachen und ich nehme euch jetzt einfach mal mit und zeige euch, was da so alles abgeht. Also wenn wir jetzt hier die letzte Swiss-Info, die von Blick am Abend geteilt worden ist, anschaut, dann merkt man doch, okay, die hat ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen als eigentlich sonst. Gerade 12 Mal geteilt worden. Klar, das ist jetzt nicht so viel verglichen mit anderen Sachen, aber für meine Verhältnisse ist es viel. Und ey, ihr müsst mal die Kommentare anhören. Es ist ja darum gegangen, dass ich mich darum beschwert habe, dass mir in einem Coop etwas mega mühsames an so einem Self-Checkout-Automat passiert ist. Und ich habe mich dann ein bisschen beschwert über Coop. Wer das Video noch nicht gesehen hat, soll es unbedingt noch schauen. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und der erste Kommentar ist vom Skender Bayraktari. Und er hat sogar 31 Daumen nach oben und 25 Antworten bekommen. Also recht krass, das Kind. Oder der Typ. Jedenfalls, so ein dummes Gerede. Wie oft ist der Typ denn auf den Kopf gefallen? Nur zur Info. Punkt Nummer 1. Wenn Kleingeld stecken bleibt, kommt ein Mitarbeiter, der die Befugnis hat, den Automat zu öffnen. Der macht es dann auch auf und das Geld liegt dann in der Inneneinrichtung des Automaten. Das ist aber auch der Fall gewesen, also das habe ich ja gar nicht abgestritten. Punkt Nummer 2. Durch das Öffnen des Automaten schaltet sich die Abrechnungsfunktion ein und zeigt das System an. Das System wird angezeigt, okay, krass. Was in den Automat eingeworfen wurde. Nein, ist nicht passiert, aber es ist eigentlich wie wenn jemand behauptet, 2 und 2 ist 5 und ja, kein Widerrede. Punkt Nummer 3, dasselbe gilt für Scheine, egal welcher Schein reingemacht wird, also ich kann eigentlich ein WC-Papier rein tun, zeigt es beim Öffnen des Automaten, wie viel reingeworfen wurde. Das stimmt, ich habe ja gesagt, gegeben 100 Stutz, das ist gestanden, da gebe ich dir 100% liebe Skender. Punkt Nummer 4, du bekommst einen Kassenzettel. Also der brüllt mir das quasi ins Gesicht und ich kann eigentlich nur erwähnen, warum ist das denn nicht passiert? Ich habe wirklich keinen Kassenzettel bekommen, er ist auch offenbar stecken geblieben, hat mir dann der Filialleiter gesagt. Somit kann deine Aussage überhaupt nicht stimmen, also bitte ich dich und Blick, die ebenso zurückgeblieben sind wie du, dumme Aussagen sein zu lassen. Mit freundlichen Grüßen, Skender Bayraktari, Coop-Mitarbeiter in Osterbahnhof und geschult für die Self-Checkout-Automaten beim Coop. Wisst ihr, was das Lustige ist? Der macht genau das Gleiche wie die Frau, über die ich mich beschwert habe. Er sagt genau, Lionel, die Kunden sind Vollidioten, Maschinen machen keine Fehler. Genau das ist mir passiert und genau das wird hier schwarz auf weiß nochmal bestätigt. Also ganz im Ernst, mein Vater und ich, wir sind am Boden gelegen. Jetzt ist es noch interessant, wenn man die Antworten anschaut. Zina Ina, hey, cooler Name. Oh, da fühlt sich wer angegriffen. Haben Sie das Gefühl, weil Sie Kopf schaffen, wissen Sie alles? Wer erlaubt Ihnen, ihn als Lügner herzustellen? Also mit Anstand und Respekt haben Sie keinen. Finde ich ein bisschen schade, aber der Coop hat schon immer sehr intolerante Mitarbeiter gehabt. Wegen der Kunde ist gut. Also, ich finde nicht jeder Coop-Mitarbeiter ist intolerant. Die geht jetzt auch gerade ein bisschen sehr drastisch ans Werk. Hoffe schwer, dass man ihre Meinung nicht in den falschen Hals kriegt. Nachher brüllen sich die beiden irgendwie eine Zeit lang einfach an. Der Skender Bagdai wird ziemlich unfreundlich, nachher Zina auch nicht so zufrieden. Und dann nachher kommt das Beste. Jetzt schaut mal unten, Sonny Oliveira bestätigt das, was ich gesagt habe. Siehe da! Sie schreibt an den Skender Bayraktari, ich arbeite auch bei Coop, ich nehme an, sie meint Coop, Breiterein in Bern und ich bin auch schon verantwortlich für die SCO, also Self-Checkout-Kassen. Und da muss ich sagen, ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie die Maschine einen Fehler gemacht hat. Bam! Und es ist unglaublich, die haben nachher noch richtig fett diskutiert. Man glaubt es fast nicht. Dann auch ein super geiler Kommentar, das kriege ich öfters wieder mal bei Blick am Abend. Die sind wirklich sau kritische Leser, aber das motiviert auch noch bessere Videos zu machen.
Bubikopf ist auch ein Vollidiot. Nervt mich nur noch schon, wenn ich das Kind muss sehen. Und mit so einem Bubi gibt mir noch Plattformen und schleicht ihn durch die Medien. Absolut lächerlich. Mal schauen, was die Antworten sind. Was hast du gegeben? Also ich finde, er macht's super gut. Danke, Reto. Andreas Schmidt, ich glaube, der Bubikopf ist geistig auf einem höheren Level, als du es je sein wirst. Dann Leslie Erik Tobler. Logisch wird er scheiße behandelt. Ist ein Basler. Und du sicher ein Zürcher. Okay, ich bin jetzt mit den Augen gerade dort bei meinem Cursor. Ich wette, jetzt geht es um den Abstieg vom FCZ. Ja, ich hab's gewusst! Das ist noch bevor es überhaupt fix war. Ich habe gesagt, die Leser von Blick am Abend sind super kritisch, aber sie motivieren umgekehrt auch, noch mehr Arbeit und noch mehr Energie in die Videos zu stecken. Ich wollte euch einfach das mal zeigen und jetzt kommt noch etwas kleines anderes, was ich euch auch unbedingt zeigen will. Jetzt gehen wir nämlich schnell auf YouTube und gehen dort ein Eileen Fischer. Die hat nämlich so ein lustiges Video gemacht, ich kann nicht mehr. So, also ihr seht es jetzt, ihr müsst das unbedingt anschauen. Wir haben ja in Basel kürzlich das Europa League Final gehabt zwischen Liverpool und dem FC Sevilla. Ich hätte lieber gerade das Liverpool gewinnt, aber Sevilla hat sich das Ding zum 3. Mal geschnappt. Jedenfalls ist die Stadt voll von Fans gewesen, von beiden Teams, mehrheitlich Liverpool-Fans. 100'000 Menschen sind zusätzlich in die Stadt gekommen, obwohl im Stadion ja nur irgendwie 38'000 Platz haben. Und die Stadt war voll gewesen. Ich habe sie noch nie so voll gesehen. Es war sensationell gewesen. Und Eileen Fischer, meine YouTube-Kollegin, hat ein Interview mit voll besoffenen Liverpool-Fans gemacht und es ist so göttlich. Schaut einfach mal rein, ihr werdet es ja finden und sonst verlinke ich es euch auch unten in der Videobeschreibung. We won it one time, sing from the yellow wall from Dortmund. Do you like Basel? Yeah, it's fantastic. It's a great place, so friendly, so welcoming. Oh, thank you so much. I'm the biggest fan. Und die ist, ja, bei der siehst du ja sofort, dass sie voll weg ist, oder? LFC agents. Thank you. Ever in a shit. Ever in a shit. Okay, where are you from? Okay, lasst mich roten. Liverpool? Liverpool. Ah, ja! Okay, das war nicht so schwierig gewesen. Liverpool? Yeah. Ah, ganz überrascht, ich muss noch nachfragen. Das habt ihr jetzt nicht gedacht. Also Leute, zieht euch unbedingt das Video rein. Der Link dazu unten in der Videobeschreibung. Man sieht sich sonst mal, ich mache weiter mal durch. Ja, ich habe noch einen Monat. Aber danach mache ich voll Power YouTube. Bis zum nächsten Mal. Lasst mir einen Kommentar da, was auch immer ihr denkt. Ich kann euch jetzt nicht heute zu einem spezifischen Thema auffordern zu kommentieren. Aber ich habe mich auf jeden Fall gefreut fürs Zuschauen. Und damit tschüss!